Den 22. bis 24. Mai war an der Luxexpo die International Tattoo Convention de Storm. Dana hat Lena an de Sam waren sur Place an huse Sturm am Organisateur Alain Junkel getroffen, wo sie hin an anderem auch gefroht tun, wer hin zum Tätowiere kommers. Also das so, dass ich 13 Jahre Funktionär war an der Zeit, noch vor der Zeit schon als Artist geschafft habe, Bilder, die ich gezeichnet habe für verschiedene Tätowierer. Und ich habe einmal an Ash Leute gesehen, die mit meinem Tattoo rundherum gelassen, die nicht gezeichnet haben. Und du hast uns bestimmt interessiert, dass ich an der Schweiz und Österreich an Kurse gegangen bin, für das Step by Step beigebracht zu kriegen. Mit 17 Jahren hatte ich den ersten Tattoo an der Vakanz gemacht, weil der schaut die drei aufroden, dass ich auch das Glück bei den Hut, einem Jungen zu erklären, für was er das nicht machen soll. Und soll sich genau überlegen, was er will, wo er nicht will. Und da sollen an einen professionellen Tattoo-Shop gehen, wo er eine Beratung kriegt. Es sind Lena. Und ich bin Dana. Heute sind wir für den Ulzig-Kanal an der Luxexpo. Weil heute das Tattoo Convention de Storm. Die fand vom 22. bis 24. Mai 2015 statt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier im Land eine Tattoo Convention zu organisieren? Es ist so, dass ich ganz viel an das Ausland gereist bin, für andere Convention mitzumachen. Und oft bin ich gefragt, wie kann ich an Thailand um eine große Convention kommen. Wie gut, dass es keine große Convention in Lützeburg gibt. Und ich habe 2012 geholt, an der Zeit, wo 4 Monate ganz kurzfristig die erste Tattoo Convention zu zu organisieren. Die muss nachher dem Namen Differding. Wie gut, dass wir explodiert sind, natürlich allein nicht immer von den Visiteuren, sondern auch von den Artisten. Du hast mir aufs Gesicht, wir rappen alle Sinn, wir gehen immer mehr groß, wir gehen immer mehr schnell. Und du hast etwas an den Sinn gekommen, und zwar der Storm. Heute zu gucken. Ja. Gestern habe ich beim Contest gemacht und ich zweiten Platz gemacht. Tattoo-Contest gehen die besten Tätowierungen gekrönt. Der Preis geht aber an Tätowierer und nicht an die Klier. Das Linksbein, das will ich schon für, wenn ich reise, dann höre ich mir immer gerne ein Smart so Souvenir. Und dann der Rest, ja, habe ich Ideen. Und ich finde das immer der cool fand, weil das eine von den ähnlichen Sachen ist, die du am Anfang für immer hast. Wenn es bis tätowiert, was kann ich mir wegschütteln? Das ist so die erste, wo ich hier bin, also auf der Storm, und ich fand es am Anfang mega cool. Es sind viele Artisten da und so, und das ist aber flott gemacht, fand ich mit der Musik. Und auch den, wo moderiert habe, fand ich mega witzig. Für Lützeburg Verhältnisse fand ich das ziemlich gut. Ich hatte eine Schrift und dann eine Buddha machen gelassen. Matrosen und so einfach mit einer Lotusbarder. Schon alles hat Buddhas, also einfach eine Welt für sich, der Buddhismus und ja, das zum Text ein bisschen gepasst. Ich wollte bestimmt einen Artist tun und den Artist ist so einfach, ja, wie auf der Convention und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Ma femme, elle a un ancien tatouage et comme il est pas bien fait, on est venu regarder et dans 1 heure, elle va se faire un nouveau tatouage. Moi, personnellement, j'adore les tatouages, mais je sais pas quoi faire. Alors pour le moment, je réfléchis. Ça viendra peut-être plus tard. Also wir auf der Convention haben wir natürlich ganz viele internationale Tätowierer, 49 verschiedene Länder. Wir haben auch normale Artisten dabei, die airbrush Graffiti machen. Wir haben einen Stand mit Malerei, aber mit Tattoos-Malerei, weil die einfach mich als Künstlerin sehr interessieren. Habe ich keine Tattoos, aber wie jeder Mensch hat einen Tattoos in seiner Seele. Und das ist für mich genau das, was ich zeigen will. Ich male die Menschen aus dem Kopf und passende Tattoos dazu. Wie schwer war es, das Ganze alles auf die Beine zu stellen? Ich meine, das ist so, mittlerweile ist es, kennt ihr Leute an dem Feld, am Anfang war es relativ schwer. Das heißt, die müssen große Kontakte sichern aus dem Ausland, für die Leute hinzuziehen. Los mir einfach die Connection, kennen die Leute und lernen immer mehr Leute kennen. In Samoa, there's only 2 tattooing families originally. In our family, we haven't had a tattooist in over 4 or 5 generations. I'm the first to go back and learn the craft. The technique I'm using is traditional Samoan style. This method has been practiced for over 5,000 years. It is less painful. There's a common misconception just because of the method. Imagine it this way, with the machine, you are puncturing the skin over 1,000 beats per minute. With the traditional tools, I pace the beats. So I do just enough to make color, and that's enough. I don't overwork the skin.
Was tust du heute auf der Convention? Ich will es mein Brust fertig machen zu lassen. Ich will mein letztes Session heute beim Jan. Und ja, ich freue mich schon. Und warst du viel aufgeregt, besonders für ein großes Publikum dich tätowieren zu lassen? Nein, weil das nicht die erste Mal, wo ich bei einer Tattoo-Convention tätowiert bin. Aber wie gefällt dir die heute Tattoo-Convention im Vergleich zu anderen? Also, das ist definitiv groß, wie auf denen, wo ich bisher war. Was ist ein anderer bei einer Convention zu tätowieren? Den Anteil ist ganz einfach für seinen Kundenstamm ein bisschen zu erweitern. Das heißt, ich komme nach hin, ich gucke, dass ich etwas tätowiere, was ein bisschen meinem Stil entspricht. Das ist schwer, die verschiedenen Conventions zu vergleichen. Du hast verschiedene, die ganz familiär sind, du hast andere, die hauptsächlich Wert darauf legen, groß zu sehen. Ich denke, heute ist immer so ein bisschen schnell entre les deux. Du hast die Qualität, die schon mal stimmt, und das ist aber trotzdem relativ groß. Das ist ziemlich warm. Ich denke mal, ich probiere immer das zu evitieren, wohin zu dem jeweiligen Zeitpunkt meint, das wäre ein Trend, wie etwas, was die Person aus irgendeinen persönlichen Gründen will. Und mir das ist am Vielfalt immer schwer so, weil das wechselt dauernd. Das heißt, den Trend, den ich gestern aufgelehnt habe, und ich gestern aufgelehnt, mir erinnert im Strich manchmal vielleicht schon den, wo man einen Trend hast. Dafür das ist immer ein bisschen schwer. Wie fühlst du dich schon im Tätowieren? Also ich bin ziemlich mit mir, ich bin wirklich froh, dass es fertig ist. Hast du aber noch Lust auf den nächsten oder musst du Pause mal machen? Also momentan ist es ein bisschen Pause, aber wenn die Finanzen gut sind, dann geht es weiter. Ich denke, dass da schon sich mehr tätowieren, für alle mehr frei sich tätowieren wie sonst. Das ist aber so, dass viele bekannte Leute sich tätowieren und das öffentlich weisen und das ist natürlich den Andrang und anderen Leute, die sich mehr tätowieren. Wie war heute beim Konkurs gemacht? Ja, also ich bin hingekommen und ich gut direkt gesagt, was für den Konkurs gemeldet. Also es war eher unfreiwillig, das hat mich nicht groß gesteuert. Die letzte hatte ich morgens gelos und ja, das Jahr hatte ich direkt 2 Rendezvous und 2 Tage. Was ist Ihr Lieblingstattoo? Mein Lieblingstattoo ist den auf meinem Rücken. Also es sind von Sternzeichen Leif, da wenn es der Leif eben halt und nicht über Kopfhörer ab, weil ich mein ganzes Leben immer mit Musik verbracht habe. Also ich habe angefangen mit Tätowieren und Piercen 1999 in Berlin auf der Tattoo Convention. Ja, die Leute, die gucken halt einfach. Dann gibt es halt noch immer Leute, die fragen, ob sie ein Foto mit mir machen können. Und sonst die Fragen, die kommen, sind eigentlich immer die gleichen. Also ich habe 453 Piercing und bin damit der meistgepierste Mann der Welt und stehe im Guinness-Buch der Rekorde. Ich model halt nebenbei ein bisschen. In erster Linie bin ich Mutter. Also ich wurde angesprochen auf der Straße, ob ich mal Lust habe, bei einem Fotografen als Model zu stehen. Habe ich erst abgelehnt, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Und habe dann aber nach ein bisschen Überlegungen halt doch zugesagt, habe es dann probiert. Und wie gesagt, es macht halt wirklich Spaß. Es ist ein Ausgleich zum Alltag. Das erste Tattoo habe ich mit 18 machen lassen und dann lange Pause gar nichts. Eines meiner Lieblingstattoos sind meine Eltern. Sie sind mittlerweile vor 5 Jahren verstorben. Das ist eigentlich mein größter Stolz, sage ich mal, weil so meine Eltern immer noch bei mir tragen kann. Wir hatten letztes Jahr 13.800 Visiteuren. Das Jahr kommen wir bei 12 oder hoffen wir bei 12 zu kommen zwischen 15.000 und 20.000 Visiteuren. Aber ich denke nicht nur, dass wir viele gute Artisten haben. Ich meine, wir haben einen Package gebaut mit der ganzen Staff. Muss ich bedenken, es sind 12 Leute, die fest bezahlt gehen, ganz Jahr für das zu organisieren. Das ganze Jahr schaffen wir drin. Plus die 40 oder bald 50 Freiwillige, die noch dabei sind. Dreht auch dem Tourismus bei, wenn wir schaffen mit großen Hotels zusammen wie den Ibis. Und da haben wir 2 Hotels komplett ausgebucht, über 500 Zimmer gebucht. Das sieht schon lange viel aus. Nicht immer die Artisten, sondern die Leute, die auf die Convention gucken kommen. Was ist ein anderer bei einer Convention zu tätowieren? Das ist am Anfang für mich, das ist nicht für Suchen zu verdienen oder so, das ist einfach für meine Nummer rauszukriegen, für das Leute sehen, wo ich arbeite, was ich mache, und voilà. I like to see the other artists, and sometimes when it's busy, a lot of people come to the shop afterwards, so that's good. And I like I just like the atmosphere. Für was Sie überhaupt Tätowierer gehen? Ich habe schon immer gemalt, an allen Richtungen hin, und dort zu starten am Tätowieren halt so gehen. Das ist auch eine andere Art von Malen, eben auf die Leute, ja.
Boah, das ist ganz schwer. Ich komme aus Amerika. Ich war nie gut an der Schule als Lützeburg. Voilà, ich schon immer während der Kur gezeichnet. Dann voilà, ich war Ausstreicher, ich wollte etwas mit Kunst machen. Sind ich an den Shop gegangen und ich habe gefragt, für Tätowier zu sehen. Voilà, ich hatte wozu mal die Möglichkeit gehen, dann voilà, da sind ich Tätowier. I started when I was 16, just one time in a shop, and I really liked it, but there was no place for me. And then when I was 70, this shop where I work now, they searched for someone. Gëtt fir auch selbst wie No-Go-Tattoo, weil du engem net Stiersche gift. Ja, zu bringen Leute bis Motive mat wo jemand schlecht gemult sie. Da lehne man Sachen op. An auch so dem nur eng politische Sache Ma hat. Ne? Ich gebe einfach vermeiden, den Partner sein zu tätowieren. Das wirklich nicht gerne Koppel, mit weiß nie einfach, ob das für einmal halt. I don't do tribals because I think they're not my style, and I think it's difficult when you don't know how to do them. Wie ist ein Eindruck von der Convention Oberge? Du vergleich ma am letzten Jahr zum Beispiel mit der selbichter Convention. As viel mi groß. Letztes Jahr war sie mi klein, vielleicht ein bisschen mi himmlisch. Ich fand es cool, dass Lützburg, das ist ein bisschen daheim. Ja, am Anfang war es ein bisschen kompliziert. War ein bisschen anstrengend, bis wir es Platz hatten und ein Dom bis es klappt. Als Fazit hat es sich wirklich gelohnt, auf Tattoo-Convention zu gehen. Meine interessante Tätowierungen und auch mehr interessante Leute gesehen. Viele haben den Beruf gelehrt und als allgemein mit immer mehr aufkommenden Phänomen aus Nähe gesagt. Das war es dafür dieses Jahr von der Storm und der Lux Expo.